Willkommen zurück, es freut mich, dass ihr da bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid bei Mario Golf Advance Tour. Und wir haben das letzte Mal festgestellt, dass erschreckenderweise da im Kleiderschrank unsere Kleider drin sind. Was hast du dir für heute vorgenommen, Kesha? Ja, weiß nicht, sollen wir mal Doppel oder sollen wir... Ja, komm, wir gehen mal ins Doppel. Echt? Du möchtest Doppel spielen? Na dann los, ich bin dabei. Da könnten wir da natürlich die ganzen Typen mal anhauen. Aber ehrlich gesagt gehen wir am besten einfach mal auf den Übungsplatz, weil ich bereue es jetzt schon, dass ich da Let's Play angefangen habe. Mit den ganzen Stimmen und allem. Arion Übungsplatz. Da hat es auch einen Haufen Typen, die man fragen und anhauen. Mal einen fragen, was er meint da. Du, ich schätze, du kannst technische Schläge schlagen. Habe ich es mir doch gedacht. Einer dieser Technikfans. Ich nenne dich dann Techniker. Ja, gut, die Konversationen da werden, glaube ich, alle eher ziemlich... Möchtest du hier üben? Ja, dann wollen wir mal schauen. Ja gut, da können wir einfach Abschlag üben, nehme ich an. He? Ja, so sieht das ganze Gameplay dann nachher ungefähr aus. Jetzt haben wir zumindest mal einen Abschlag gemacht. Steht auf der Tafel. Hier steht Anlage für Abschläge. Ja. Aber dass wir ein bisschen wirklich Gameplay drin haben, würde ich sagen, wir tun uns da einfach mal beim Master Caddy melden. Wie steht's? Du bist neu hier, Kesha, richtig? Der Manager hat mir von dir erzählt. Hier sind alle gespannt, wie sich Kids-Schüler so machen. Hast du Lust, eine Runde zu spielen? Ja, sicher habe ich Lust, sonst würde ich das Spiel nicht spielen. Ja, ich würde sagen, wir tun uns mal da zum Doppelgap anmelden. Gut, dann mach dich auf den Weg zum Abschlag. Der Starter mit dem Weiser wird dich dorthin begleiten. Ist dein Team komplett, Kesha? Ja, wir meinen, dass wir komplett sind. Sehr schön. Wenn ihr euch dann bitte zum T begeben würdet. T ist der Abschlagpunkt. Also da ist eigentlich der Holzding, wo man den Ball einmal drauf setzt. Soviel ich weiß, ich bin kein Golf-Experte. Ich wünsche eine erfolgreiche Runde. Aber wir können jetzt da mal eine Runde spielen. In dem Fall gerade schon im Double Gap. Und dann wollen wir schauen, wie uns das da könnte klingen oder nicht. Da im Double ist immer so, einmal spielen wir und einmal spielt unser Computerpartner, also ein Schlag mehr, ein Schlag er. Das ist so das ganze Spielprinzip eigentlich vom Double Golf da. Der ist jetzt leider nicht aufs Grün raufgekommen und mal überlegen, ob wir da sollen probieren. Ja, noch Whisk noch an, oder? Ist jetzt nicht so gut gekommen, eigentlich sollte man nicht patten, sondern man sollte den Ball wirklich aufs Grün raufschlagen, aber ich habe gehofft, dass wir vielleicht Chance auf eine Birdie haben wir jetzt nicht geschafft, wir haben jetzt noch ein Paar geschafft. Das Paar ist eigentlich, wenn man so viel Schläge braucht für ein Loch wie ein Forke. Wenn man eins drüber ist, dann hat man ein Bogey, wenn man eins drunter ist, dann hat man ein Birdie. Wenn man 2 drunter ist, dann ist Eagle.
Wenn man 3 drunter wäre, wäre es noch ein Albatros. Und wenn man es im ersten Schlag schafft, dann ist es ein Hole-in-One. Und aufwärts ist, wenn man 2 Schläge mehr braucht, ist es ein Double Bogey, Triple Bogey, ja, und weiss ich was alles. Und da gibt immer, wenn man mehr Schläge braucht für eine Bahn, dann gibt es einen Plus-Score. Und wenn man weniger Schläge pro Jahr braucht für eine Bahn, dann gibt es einen Minus-Score. Das ist etwas so da, was ich weiss vom Golfen. Viel mehr weiss ich auch nicht. Also habe ich jetzt einfach meine Fresse und spiele da mal. Unser Computergegner hofft jetzt da mit dem Rückgewinn. Das könnte sein, dass er. Nein, wahrscheinlich schafft er es nicht ganz aufs Grün rauf. Jawohl. Und gut. Jetzt können wir da uns am Birdie-Putt versuchen. Das hat funktioniert. Und jetzt sind wir im Score -1. Das heisst, wir sind bis jetzt einen Schlag besser, wenn wir das noch dürften haben. Und jetzt ist natürlich wieder unser Kollege Neil oder Neil dran. Ich weiß nicht, wie ich es richtig ausspreche. Wenn ich es falsch ausspreche, dann tut es mir natürlich leid, aber jetzt einfach mal angenommen, dass er eher Neil heisst wie Neil, aber vielleicht ist er da auch falsch und darf er mich natürlich auch gerne berichtigen. Und jetzt wären wir sogar im Leaderboard. Zwischenzeitlich Erste nach dem 3. Loch, aber die jetzt hinter uns sind, sind schon im 7. Loch. Bis dort kann natürlich noch viel passieren. Wir müssen uns einfach mal überraschen lassen. Das ist ein Paar 5 Bahn mit 545 Yards. Also da dürften wir 5 Schläge brauchen. Powerschläge haben wir bis jetzt die meisten alle versaut, weil die es nicht schön getroffen haben. Aber ich spiele da mit dem Gamecube-Kästchen und auf dem Gamecube habe ich das Spiel ehrlich gesagt noch gar nicht gespielt. Ich kenne es noch vom Game Boy Advance runter und ist ein bisschen ungewöhnlich mit einem Controller in der Hand. Wieder mit dem Handheld. Aber ja, ich will mir jetzt da nicht rausreden. Ich probiere gleich das Beste daraus machen, aber wir haben jetzt da schon den 3. Powerschlag leider verschenkt. Hey. Der Neil schlägt uns da den Ball genau direkt hinter den Baum. Das ist nicht so schön, das ist nicht nett von ihm. So schwer haben wir vorgekommen. Ja, probieren wir es gleich mal den Ball da anschlagen. Vielleicht kommt es ja gut, vielleicht auch nicht. Ja, kommt nicht gut. Wir schlagen wieder hinterm Baum. Ja, da. Ist jetzt nicht so gut. Aber er spielt wenigstens halbwegs schön aufs Grün, also sollte es uns zumindest lange fürs Paar. Wir sehen die Pfeile auf dem Untergrund. Das heisst, das Gelände hat dort ein leichtes Gefälle rein. Und dann wir da ein bisschen korrigieren. Man wird immer noch gut dran im Moment. Hoffen wir da, dass unser Mitspieler, der Neil, mal ein paar gute Schläge auspackt. Oder jetzt könnte er eigentlich auch mehr mal einen guten Schlag auspacken, probieren. Ja, ist ein bisschen zu weit, leider. Schade, da hätte ein Birdie gegeben. Habe ich jetzt versaut.
nicht zu meine Kappe nehmen. Ja, Kesha ist halt ein bisschen nervös, sehr schmal. Da am Spielen. Was ich auch noch erwähnt habe, ist, ich werde natürlich zwischendrin offscreen, die gäbe es noch mal ein paar Mal spielen, weil da kann ich Charaktere ein bisschen aufleveln, also wirklich aufleveln. Ich habe Distanz, Ballkontrolle und so, das Zeug kann man dann ein bisschen erhöhen, aber da werdet ihr sehen, sobald man dann das Loch fertig gespielt hat. Oben haben wir natürlich noch den Pfeil mit dem Wind, 1 Meter Gegenwind haben wir im Moment. Nein, ich kann nicht wollen. Kein Topspin wollen gehen. Ja, ist wahrscheinlich, ja, ist zwar gut gewesen da, ausnahmsweise. Dann hat der Nail dort die Chance, uns auf -2 zu bringen. Ganz schöne Sache. Das ist wieder Paar 5 Bahn. Okay. Also würde ich sagen, dass wir da wieder mal einen Superschuss verschwenden. Nein, und nicht Superback. Ja, falsche Knopf. Combo gedrückt, ich musste AB drücken für den Super Topspin. Dann Super Backspin gemacht, leider. Ist der Ball ein bisschen weiter vorne geflogen, aber ja. Wieso, dass er jetzt so den Ball direkt will in. Ja gut, ist gut gekommen. Wenn wir jetzt hier halbwegs schlau aufs Röhr kommen, dann darf jetzt einen super Backspin schlagen. Könnte das nächste Birdie werden, wären wir auf -3. Und das war ein schöner Schlag. Schon mal 3 Schläge im Vorsprung, unser Kontrahent oder Joe ist auf 0, wir sind auf -3. Das wäre doch schon mal schön. Also die Oberanzeige jetzt da bei Fili, die Oberanzeige 179 ist die Entfernung vom Abschlag und das untere die 0 Yards, das ist der Unterschied vom Abschlagort zum Loch. Also da ist der Abschlagort und das Loch sind etwa auf gleicher Höhe. Da wieder ein super Backspin und hoffen, dass es ein guter Schlag wird. Ah, leider nicht. Hätte wahrscheinlich den Ball noch aufziehen müssen. Ein bisschen. Der Nail. Ja. Reißt uns leider nicht ganz raus. Wenigstens ein paar. Und da wäre Loch 9, Halbzeit. Ich weiss, wer halt nicht mit Golf kann anfangen. Also ich bin kein Golfspieler. Ich habe als Kind mal ein bisschen so spaßmäßig immer Golf gespielt. Mehr wirklich spaßmäßig. Ich glaube, es ist nicht wirklich ein Sport für mich, aber elektronisch spiele ich es noch gern. Das gerade so auf Konsolen. Und eben gerade Mario Golf-Reihe, die finde ich schon cool. Gefällt mir. Aber wem es nicht zusagt, für den ist es natürlich auch sehr langweilig zum Zuschauen. Golf ist allgemein langweilig zum Zuschauen, zum selber spielen. Ist natürlich, macht es viel mehr Spaß.
Schöne Schlag, dann kommen wir da einmal über, wenn er vorne dran möglichst nah. Maximum vom Schlag. Das habe ich gar noch nicht erklärt, wenn der Balkon dran raufgeht. Der erste Knopf, wenn er drückt, wenn er möglichst weit vorne ist, das ist für Power, also wie fest so ein Schlag ist und hinten dran. Wenn er auch nochmal drückt, das ist dann für Genauigkeit, wie genau dass der Ball wirklich dort beieinander geht, wie es wenn er vorausgesagt worden ist. Weil es jetzt hier leicht abwärts geht, würde ich jetzt da riskieren. Sonst würde ich es nicht riskieren. Sind wir auf -5. Sieht ja da eigentlich immer besser aus da. Und jetzt haben wir es mal geschafft, einen Superschlag machen mit einem Powerschlag und dann verlieren wir keinen Powerschlag. Den Powerschlag haben wir jetzt eigentlich quasi geschenkt bekommen. Da ist aber schon beim Mario Golf auf dem 64er und dann glaube ich auch beim Mario Golf auf dem Gamecube so gewesen. Ja, und der Neil hat uns jetzt ein bisschen versäckelt. Hoffen wir, dass wir da wieder rausholen. Da. Ah, knapp vorbei. Schaut daneben. Ist aber immer noch ein paar Meter mittlerweile jetzt aus Internat. Bass und Helen sind im Moment nur 8. Tja, wie viele spielen denn überhaupt mit? 15. Also gutes Mittelfeld. Ja, der Powerschlag ist jetzt wieder abgezogen, jetzt sind wir nur noch an. Ah, schade, so schade. Ja, aber am Birdie Putt ist gleich für den Neil. Hätte fast ein Hole in One gegeben. Ist ein bisschen schade. Hätte ich jetzt eigentlich noch gern drauf mal. So ein Let's Play. Wäre episch, wenn da mal noch gelingen. Wenn nur noch ein Powerschuss, also der tue ich jetzt da nicht vergüten. Oh, ganz ein schöner Schlag. Und darf man wirklich exzellent sagen. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt hat er 8 Schläge Vorsprung. Da Musik. Jeder Kurs hat eine andere Musik. Die macht einfach immer gute Laune. Ja,
der Nil kommt langsam in Fahrt. Die Schläge von ihm werden besser, wenn wir sagen. Oder wenn wir zugehen. Loch 15. Ja, jetzt sind wir wahrscheinlich fast ein bisschen zu früh gelobt. Seine Distanz von den Schlägen ist schon ziemlich bescheiden. Backspin geht, damit man möglichst nicht hinterm Baum landet eben, aber hat einfach nicht ganz gelangt. Ah, mal ist vorbeigekommen. Auf dem Scoreboard sind wir immer noch gut dran. Das drittletzte Loch. Es geht leicht abwärts, Wind hat es keine. Da zu weit, schade. Auf dem Leaderboard sieht das immer noch gut aus und wo sind der Pass? Sie haben sich vorgekämpft auf den 6. Platz jetzt mittlerweile. Und das zweitletzte Loch für Asto. Paar 3, 196 Yards. Ja, er mag eh nicht führen. Er hat einen schwachen Abschlag. Hoffen wir, dass der nicht im Wasser landet. Ja, der landet im Wasser. Wow, da immer Schweinkeit. Weil, wenn er im Wasser gelandet wäre, hätte es einen zusätzlichen Strafschlag gegeben. Der ist leider daneben, aber es gibt gleich noch ein paar. Wären wir auf dem letzten Loch. Ein Powerschlag immer noch, oder? Den hätten wir jetzt natürlich ausgraben. Ja, den haben wir jetzt leider versaut. Also versaut nicht, schöne Distanz. Also. Zeit am besten Drive, also. Ich denke, als Abschluss gibt dann als Birdie. Und dann hätten wir da den ersten Cup natürlich schon gespielt und auch gewonnen. Marion Double Cup. Minus 8. Und jetzt haben wir Erfahrungspunkte über. Mit dem haben wir jetzt da unsere Spieler aufleveln.
Ich glaube, mit dem können wir leben. Glückwunsch! Erstes Spiel, erster Sieg. Das LP fängt doch gut an, würde ich meinen. Palmen Double Cup ist nun im Story-Modus verfügbar. Du hast Erfahrungen in Mario Golf Advance Tour. Du erhältst noch 1 des Star Mario Kurses. Loch 9. Ihr zwei habt den Double Cup gewonnen. Das ist eine Überraschung. Im Ernst? Ich werde es meinen Leuten zu Hause schreiben, dass ihr Joe geschlagen habt. Der Palmenkurs ist nicht einfach. Aber ihr zwei seid schließlich die Mario Champs. Bleibt am Ball. Ich würde sagen, gehen wir hier zur Lounge zurück. Weil da rein können wir, glaube ich, speichern. Willkommen zu Hause, Kesha. Du bist ja kaum zu bremsen. Was steht nun auf dem Plan? Ja, speichere. Du möchtest deine Ergebnisse von heute festhalten? Kein Problem. Soll es das für heute gewesen sein? Ja, da wäre es gewesen, im Fall da für die zweite Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Folgen auch wieder dabei, auch wenn es halt eher nicht langweilig ist zum Zuschauen, aber perfekt das Spiel. Und ich mache ja sinnlose Let's Plays und ich spiele halt einfach gerade da, auf da, wo ich gerade Lust habe. Vielen Dank und man hört sich. Cool, wir sehen uns.